Die Damen und die Herren, herzlich willkommen für die Plat de Resistance von der Nuit des Kathedrales. Ein bisschen mehr lange Viertrag, ein historischer Viertrag zur Entstehung von der Jesuitenkirche. Für 400 Jahre, auf 4 Tage, für genau zu sein, hat er hier am Bulli gestanden. Nicht ganz am Bulli, weil die Jesuiten hatten viel gesucht, sie hatten eine pure Karen, mit Gränges, mit Echt dahinter feiern gelos, für das die großartigen Herrschaften, die heute Grund stehen sollten lehen, nicht so viel am Schlamm versinken. Der Mittwoch, 7. Mai 1613, ist also der Grundstein von der neuen Kirche an einer feierlichen Zeremonie gelöst ging, a Präsenz vom Trierer Weihbischof Georg von Helfenstein. Da habe ich schon Fehler gemacht, der Grundstein. Wie ihr wisst, waren es 23 Grundsteine. Ein bisschen übertrieben vielleicht, aber es war nicht außergewöhnlich, auch an andere Städte und Jesuiten ein bisschen versuchen zu kriegen, weil sie waren arm, wir sind auch immer arm, nicht? Versuchen zu kriegen, haben sie Patren agierle Gesicht, die Grundsteine patroniert haben. 23 und dazu. Den ersten war am Namen von der Lützeburger Stände, État Provinciaux de Luxembourg. Den zweiten ist von Peter Ernst von Raville, Herr von Rolling-Ernseburg, a Kirche gelöst ging. Den zweiten von einem Vertreter vom Grof von Berlaymont, den damals Gouverneur vom Herzogtum war. Und den dritten vom Präsident vom Provinzialrat, den Herr Benning. Also die 3 wichtigsten Leute auf der politischen, auf der zivilen Ebene haben sich als Pätter von den Stängen auf 4 getan. An die Stänge waren entworfen natürlich von den Ständen von Lützeburg, vom Gouverneur und vom Provinzialrat angemäßelt. Die anderen Stänge waren ein bisschen mehr bescheiden. Da war das just Monogramm IHS, eben den Siegelamfang von den Jesuiten, den Ignatius adoptiert hat, oder der Monogramm MAR für Maria aggraviert. Und hier hast du mit güldener Farbe oder mit anderen Farben ein bisschen Mischei gemacht. Die Stänge waren auch richtig Grundstänge, nicht wie den, die am Hof ist, dass wir am Anfang kein Grund stehen. Den hast du Matzen am Bau, dass am Anfang in Erinnerung stehen und das, was damals geschieht ist. Der 7. Mai 1613 waren schon die Fundamente ausgegraben, also das heißt, die Bausichtmauern, und dann auch vom Kauerhex wahrscheinlich, da waren die Flächen, und es kann ihn unholen, dass den Handwerker schon wenigstens auf enger Platz, wie das heute auch gemacht wird, Gestängs gelöst hätte, vielleicht schon echt Stänge gelöst hätten, für das den offiziellen Teil muss ich auch heute Ministerinnen und Ministerischen ein bisschen mehr einfach machen, wenn sie den ersten Spurtestich muss machen. Das war auch damals so präpariert, für dass die Zeremonie schön konnte von sich gehen. Platz war also am Voraus präpariert und gerüstet. Was sich aber seither nicht geändert hat, das ist wieder Matzen an die wunderschöne Zeremonie, wo dann all die dichten Leute stungen, am Trierer Weihbischof, wie ihn das schön angesehen hat, die 23 Stänge bemolhudet, kommen Schlussreden auf, und die Leute haben sich mystisierender darstellen. Sie sind an den heutigen Mansfeldsaal gegangen, den damals als Kapelle vom College fungiert hat. Natürlich ist nicht schiedfrieden durchgepasst, just die dichtest, die dann auch beim Festessen invitiert waren, 64 Leute, schreibt den Antoine Blanchard, ein Member vom Provinzialrat, ganz dichtig, und ich war auch dabei. Es waren sogar Musikanten invitiert, also es muss ein ganz feierlich, ein ganz flott Essen gewesen sein. Für was haben die Jesuiten dann eigentlich eine Kirche gebraucht? Das ist die Frage, die mir gestellt ging, und es schon mal da ein bisschen den Kopf zerbrach, weil sie bis so immer davon ausgegangen, überall wo Jesuiten waren, wird ein College gebaut, wird eine Kirche gebaut. Ja, für was haben sie eine Kirche gebraucht? 1594
hun Jesuite sich ja definitiv zu Lützeburg etabliert, als sie hatte keine eigene Kirche. Sie waren auf freiem Kirchen angewiesen, für die Mass zu halten, für zu predigen, für Katechismen zu halten. Von 1594 bis 1613, also wo der Bau angeht, waren sie Gäste von der Nikolauskirche. Da wo heute Chambre des Députés steht, war früher die eigentlich Porkirche von der Stadt Lützeburg mit der Michelskirche. Und da haben die Jesuiten für 3 Jahre ein Altar gekriegt und da haben Duxal eine Kapelle, die noch ein bisschen ausgebaut war, über ein Gässelchen weg. Firminus-Kapelle. Nach der Ouvertüre vom College, wie dafür gesagt, war die Kapelle sehr zu klein. Der College hat 1603 mit 200 Schülern angefangen. 4 Jahre mehr später waren da schon bald 500. Und da, wenn es tun, eben in heutigen Mansfeldsaal eben die dämoliche Aula als Kapelle benutzt. Ich freue mich noch, wie sie da 500 Leute drangestochen haben. Vielleicht war auch 2-mal Mass für die Inniger, für die Ewigklassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann da 500 Leute herangegangen sind. Aber so wenig ich auch kaum vorstellen, dass an die Klasse selbst von damals 100 Jungen herangepasst haben. Sie haben nicht wahrscheinlich einer Standinge wie mir haut. Wie weit haben die Jesuiten eine Kirche gebraucht? Eine neue Pärkirche ist nicht gebraucht ging. Nikolaus und Michelskirche, wie gesagt, an der Urverstadt sind durchgegangen, weil damals waren heute zu Lützeburg, sage und schreibe, 3500 bis 4000 Einwohner. 2 Kirchen, relativ geräumig, sind durchgegangen für die Offizen. Und die Jesuiten selber waren auch nie Pasteur. Sie wollten mobil bleiben, durch das Land ziehen, predigen, Katechesen halten, Missionen aufhalten, aber so selber nicht Verantwortung für Paaren überholen. Eine neue Ordenskirche am Sinn von einer Klosterkirche ist auch nicht gebraucht gehen, weil, wie ihr wisst, Jesuiten als Eichenorde von der Neuzeit nicht zum Chorgebiet verpflichtet waren und also nicht wie an andere Kirche bei den Benediktiner oder vielleicht bei den Franziskaner hier eigen Officen gesungen sind. Sie haben wohl jedereen all da Mass müsste feiern und es gab damals keine Konzelebration. Das ist jeder für ihn einzeln müssten auf engem Altar Mass feiern. Das war schon ein Grund für eine eigene Kirche zu kriegen. Den Hauptgrund aber, für was Patren die heute Kirche gebaut haben und unbedingt bauen wollten, das war für die Jungen vom College. Die Kirche war nicht für die Kathedrale, sie war auch nicht für die Wallfahrtskirche, das ist Jahrzehnte mich spät ging, sie war eine Collegeskirche, eine Jugendkirche, wie wir heute sagen. Für das christliche Enkadrement von den Jungen aus dem College. Den Enseignement, wie ihr vielleicht wisst, den die Jesuiten überall in Europa und auch sonst an Asien, an Südamerika überholt haben, war ganz stark religiös ausgerichtet. Das war die erste Finalität von den Collegesgründungen. Wir können uns freuen, dass ein intellektuelles Niveau dadurch an die Luft gegangen ist, aber die erste Finalität von den Collegesgründungen war ein religiös. Da sollten gut intellektuell Katholiken rugezielt gehen, wenn ich mich so ausdrücken. Es kann nicht so, dass der ganze klassische Unterricht eine dezidiert katholische Zielsetzung hat. Es geht darum, die katholischen Werte und Tugenden durch die antiken Texte an Autoren, das ja praktisch nicht mehr Latein, an am Anfang auch nach Griechisch doziert gehen, zu vermitteln. Samstags hat aber auch der Katechismus zum Schulprogramm gehört. Sonntags haben sich die Schüler am College herumgefunden, die zu den marianischen Sodalitäten oder marianischen Kongregationen gehört haben. Das war eine am Anfang Jugendgruppe, kann ich sagen, die Jesuiten zu Rom 450 Jahre für die angeführt haben, und diese dann an all ihre Kollegen benevolen angeboten haben. Die wollten intensiv christlich
Leben feiern. Sonders wie gesot tun sich also die Jungen am College Römfond für eine Instruktion, war immer ein Pater, den als Direktor dabei war, für ein gemeinsames Gebiet, auf hier dann zu summen, Hai an Thomas zu kommen. So wie übrigens auch die Erner, jedenfalls war das vorausgesagt. Schon 1605, also 2 Jahre, nachdem der College abgegangen ist, als die erste marianische Sodalität für die Schüler von den untersten Klassen gegründet ging, Dengel-Sodalität, an die auch bis 1773 weitergeführt ging. 2 Jahre mehr später kam eine zweite Sodalität dabei, die den Titel Marie Himmelfahrt gedrohen wird. Beide Sodalitäten hatten am Anfang eine Vorbildfunktion für die anderen Schüler. Sie waren zu einem intensiven christlichen Leben angehalten. Wir haben auch noch ein paar von ihren Regelbüchern, da heißt zum Beispiel, wenn sie aufstehen, natürlich mal neues Gebet aufhängen. Ehe sie an die Schule kommen, herkommen, das Allerheiligste Sakrament grüßen. Und natürlich, ehe sie in ihre Klassenraum gehen, am College Haftobrausen die Statue von der Mutter Gottes begrüßen. Sie sollten täglich Mass, so nicht nur geschwunden wird, dazu wird selbstverständlich dazu gehört, regelmäßig Kommunion, was neu war für die Zeit, einkehr am Mund beichte gehen, all der Gewissenserforschung sollten am Anfang so kleine Jesuiterche aus wie eine Gemerk gehen. Die wisst vielleicht auch, dass in diese Sodalitäten die Studenten mit dem Pater Broca, den damals Aumonier war, kann ich sagen, mit dem Pater Broca direkt beteiligt waren an der Gründung und der Entwicklung von der Wallfahrt zur Dreistreng. Religiösen Enseignement, Katechismus, marianische Sodalität, schließlich an Dowenst hat der Bau von einer neuen Kirche sich unbedingt abgedrängt, hat täglich Mass zum Schulprogramm gehört. Die Schüler sind morgens frei am Sommer um 7 Uhr gekommen an der College, dann hatten sie eine halbe Stunde Etude und dann hatten sie Kur bis 10 Uhr. Am Winter eine halbe Stunde spät, um 7:30. Und da war am Sommer 10 Uhr, respektive am Winter um 10:30, Mass, Collegesmass. 500 Schüler, später noch mehr, bis 700, 800. All da kann man sich vorstellen, die Großkirche voll Jugend. Kann ihn drehen. Dafür mit den Zahlen für Schüler heißt es schon 1605, es wäre an der Zeit, eine eigene Kollegskirche zu bauen, pour y célébrer la messe aux étudiants qui ne peuvent aller aux églises voisines sans discommoder le peuple ou être eux-mêmes incommodés. Kann man sich gut vorstellen, woran wie den Derangement, der gegenseitigen Derangement ausgesehen hat, wenn da ein paar 100 Jungen an der besten Pubertät all da für die Masse sitzen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles Engelchen waren. Die Kirche ist also gegründet gehen, ist also gebaut gehen für die Jungen aus dem College. Es gibt aber einen zweiten Grund, für was das Kirche gebaut gehen ist. An die Leute am Wille von den Jesuiten auch die Stadtbevölkerung am Sinn vom Tridentinischen Konzil zu evangelisieren. An alle steht, hat er nicht nur Professor von der College, aber der hat auch Prediger, Beichtväter, die an den Kirchen zu den Erwachsenen, zur Stadtbevölkerung predigen. Offensichtlich ist den Jesuiten die normal Pastoral nicht weit genug gegangen. Sie wollten nämlich intensiv ein wirklich katholisch geprägtes Leben hervorrufen. Ein echtes Ziel, das die Jesuiten dabei von Anfang an verfolgt haben, war das von der Unterweisung von der Stadtbevölkerung an Glaubens- und Moralfragen. Die können sich alle gut erinnern aus ihrem Geschichtsunterricht, der große Vorwurf zur Zeit vom Protestantismus und katholischer Kirche. Pastoren sind ungebildet, das lauter Aberglauben, es gibt mehr heiliger verehrt, wie das eine ordentliche Liturgie gefeiert ging, die christliche Unterweisung. Und dort hatten die Jesuiten sich groß auf ihre Fändel geschrieben. Dafür haben sie nicht nur
allsondig an op de Festdeeg gepredigt, wat scho fir Demos net schlecht gewircht wie. Mir och nach speziell am Advent an der verchten Zeit an sogur 2 bis 3 Mal an der Woche. Für all Bewohner zu erreichen, hun sie winstens zeitweilig heute zu Lützeburg nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Französisch gepredigt. Und dazu kommen dann Katechese, die sie auch nicht nur heim, ja verschiedene Kirchen an der Stadt, an dem Land gehalten haben, für den richtigen Glauben, den Glauben vom Tridentinischen Konzil zu verkündigen, an erneut Bewusstsein zu schaffen, dat den zu katholischer Konfession gehört. Was die Staat der Katholiken predigt der Katechismus gelehrt tun, das sollten sie natürlich auch gleich praktizieren. Und dafür haben die Jesuiten sich dezidiert angesagt für die Sakramenter von der Beicht und von der Kommunion. Nichts Neues, so man vielleicht. Oder gerade die regelmäßige Kommunion war damals absolut nicht mehr Usus. Mir ganz sicher haben die Quelle vom Jesuitenorden Litterae Annue von einem großen Succès am Sakramentenempfang geschwärzt. Litterae Annue von 1596 so in Datei, da wo früher kaum 10 Leute auf Christtag kommuniziert haben, sind da lo 300. Success Story. No 1650 gehen über 50.000 Kommunionen am Jahr hier an der Kirche ausgedeelt. Und die Zahl geht nach oben bis zu einem Maximum von 90.000. Wenn Sie sehen, die Stadtbevölkerung die 4.000 Leute, dann ist das hier eine riesige Zahl. Und zur selben Zeit holen bis zu 10 Jesuiten Beichtväter engen 10 bis 12.000 Katholiken hier Beicht auf am Jahr. Die Zahlen geben ein bisschen einen Eindruck von dem, was hier geschieht ist, dass die Kirche nicht im Soss war, nicht im Soss gebaut ging ist. Nicht minder wichtig war der Patron aber auch damals Dorfkeier von der Häresie, auch von all Formen von Aberglauben. Heute zu Lützeburg gab es zwar bald keine Protestanten, mit Jesuitenquellen hieben immer nächst Einzelbekehrungen viel. Wenn es wenig Protestanten gab es aber nur den Abschätzungen von den Pateren eine Aberzahl von abergläubischen Praktiken, die Jesuiten an ihren Predigten und an ihre Katechismen angeprangert und verurteilt haben. Alles, was unchristlich war, sollte aufgeschärft gehen. Ein kleines Beispiel: ein Brauch, den damals hier an der Stadt war, dass ob Aschermittwoch Fußgänger, der Pater, den der Bericht schreibt, den nennt sie Säufer, ob Aschermittwoch, nächsten Tag von der Fastenzeit, mit einer heilige Statue durch die Stadt gezusehen. Könnte ich vorstellen, wie würdig so eine Impression aufgegangen ist. An Platz von denen heidnische Praktiken oder die sie heidnisch angeschaut haben, kommen öffentlich Gebete an Andachten, Verehrung von den Heiligen an ihre Reliquien, an selbstverständlich nur 1624 die Wallfahrt von der Trägerin am Lied. Der letzte Punkt heißt so: die Jesuiten haben auch für die Staaterbürger die marianische Sodalitäten an die Liebe gerufen. Schon 1604 ist die erste Sodalität unter dem Titel Mariä Verkündigung für geistlich gelehrte und fortgeschrittene Schüler entstanden, die sogenannten lateinische Sodalität. Wenn den Latein gelehrt wird, da geht ich noch gerne ein bisschen damit um. Hier war eine lateinische Sodalität, die allerdings nur 50, 60 Jahre lang überlebt wird. Dono schenken sie dann auch, wenn es auf Volksspruch zurückkommt zu sehen. 3 Jahre später, 1610, als eine zweite Bürgersodalität für die bestürte Männer unter dem Titel Mariä Lichtmes, Mariä Reinigung gegründet ging, die an der Volksspruch aufgehalten ging. Die hat noch mehr große Succès. Da wird von 240 Membern geschwärzt,
während die latinglisch Sodalität an der 60 hat. Schließlich könnt 1612 nach eng dritt Sodalität dabei, das kann ja für die Junggesellen mit dem Titel Marie Heimsuchung. Die hat 1645 eng 50 Membern gefordert. Durch eine intensive Verehrung von der Jungfrau Maria an dem regelmäßigen Sakramentenempfang sind die Sodalen zu engem katholischen Lebenswandel ugehalten und gefordert gehen. Für so ein intensiv an Ege geprägten Pastoral war es natürlich viel mehr einfach von den Herr am eigenen Haus war. Da den also seine Ege Kirche hat, wo in der konnte die verschiedenen Officer aufhören, ohne in anderen zu steuern. Nebenbei haben die Jesuiten dann auch neben dem College einen zweiten Pignon sur Rue an der demolischen Festung statt. Ein paar Worte zur Vorgeschichte von der Konstruktion von dieser Kirche. Schon 1608, also 5 Jahre ihre Klasse gegangen ist, hat der erste Rektor vom College, der Pater Becanus, ein Subsid ugesicht für den Bau von einer Kirche. Geld als aber Jahre nach seinem Tod 1609 für die Erweiterung vom College benutzt ging. Das war im Moment mehr dringend. Den einzigen Terrain, den afrokom ist, war östlich vom College gelegen. Da gab es damals bei der Önnechtgas ein Haus, ein großes Haus, das Schwarzenberger oder Enscheringer Haus genannt ging. Südöstlich von dem Haus mit seinem Gart, ein Gart, der zum sogenannten Bärbricher Haus gehört wird. Allerdings waren die Eigentumsrechte für beide Terrain umstritten. Für das Enscheringer Haus, was loserlos Verfall ist, seit 1562, also bald ein halbes Jahrhundert, ein Prozess zu Malin geführt ging. Sodass der Provinzialrat sich den 25. Februar 1611 direkt und der Herzogen Albert und Isabella zu Brüssel gewandt hat, mit einer Supplik, für das den Terrain sollte enteignet gehen. Denkt an den Bypass, über den wir auch Jahren haben müsste werden. Das gouf ihnen dann auch natürlich gegen eine finanzielle Entschädigung erlaubt, mir tut noch bis Ende 1612 gedauert, ehe all Dieven zufriedengestellt konnte gehen. An den am meisten Kamus war den Trierer Erzbischof Lothar von Metternich, dem sein Neffe von den Ewen von dem Stück Gerd war, und er wollte unbedingt, dass sein Neffe aber doch nicht Gift benodigt ging. Mit demals, als eben über Rom gefahren ging, auf Rom als nächstes zurück, dann dachten, der Wunsch kam an die dringend Bitte, soll nach von Schliff nur gehen, sodass schlussendlich den Terrain aber zur Verfügung stand. Das Enscheringer Haus, als ob 1350 Lützeburger Daler geschert ging, an der Gard vom Bärbricher Haus ob 450 Daler, 600 Florin, sodass die Jesuiten die 2 Terrain konnten kaufen. Verschiedene Pläne am Modelle von der Kirche an dem Hauptportal sind du schon vom Daniel Müller ugefertigt gehen. Der Skulptor, den uns den Eingangsportal an die wunderschönen Duxal geschnitzt wird. Leider sind die ersten Pläne aber nicht erhalten geblieben. Das erste Dokument, das wir haben, als sogenannten Devisé de Maçonnerie von 1613. Aus dem Devisé geht unter anderem hervor, dass das Hauptschiff von der Kirche, da wo die sitzt, ich stehe hier am Angang vom Chor, das Hauptschiff von der Kirche soll 150 Fuß lang sein. Das sind umgerechnet 40,5 Meter. Zwischen den Seilen soll eine Distanz von ein bisschen mehr wie 9 Meter sein, und die ganz breit soll 21 Meter bedrohen. Den Hauptschiff, den Hauptraum, den soll angedeelt gehen durch 2x5 Seilen mit 2 Halbseilen.
die eng eben am Agang vun der Kirche zu Fassade so, an die Äne hai am Agang vum Chor. An die solle jeweils ungefähr 6 Meter 20 Fuß vun den Ewächtoren. De Chor 100 mir sollt an 3 gedeelt gin, den Hauptchor, da das dëssen Deel, an die 2 Durchgänge, 2 Seitenkeier oder mat Seitenaltär. Teicht vum Gebäi, vum Bodem vun der Kirche bis und spëtzt vun den Ogiven sollt 50 Fuß, also 15 etwas mehr wie 15 Meter bedrohen. An Zeilen 32 Fuß, etwas ein bisschen manner wie 10 Meter. Die Fassade sollte am Ganzen knapp 30 Meter hoch sein, mam Giewel bis un de Fuß vom Kreuz aus stehen, was haut nach oben Giewel steht. Aber den 2 quadratischen Tiermacher, die so absolut nicht dahin passen. Iwer den 2 Seitenaltär, ein kleinen Detail, den die meisten vielleicht nicht wissen, waren 2 Oratoire vorgesehen. An die sollten 7,3 Meter über dem Boden gebaut gehen. Oratoiren Remenkeier die Herz zu den besten Zeiten bis zu 50 Jesuiten, die waren natürlich nicht alle gute geistlich, mir los mal so 25 bis 30 Pärteren, schiedfried hue all da müssen eng Mass feiern. Da tut nicht alles gepasst Hauptaltoren und 2 Nevenaltär, sodass die Oratoiren auch benutzt gesinn für Masszeherle, vielleicht auch für Gebirder mit den Sodalitäten. An letzten Detail, ob der Rietzer Seite vom Chor, also ob Rietzer Seite, gëtt Klackenturm gebaut. Den zweiten Ausricht aus dem 20. Jahrhundert. Klackenturm, den 100 Fuß hoch soll sein, 30,5 Meter, plus nach Fläch oben drüber mit 70 Fuß, 21 Meter. Das heißt, das ganz über 50 Meter hoch. Du hast übrigens am 17. Jahrhundert nicht nur eine Glocke spielen, mir auch ein Auer drauf kommen. Ich habe hier beim Herr Lascombe gelesen. Der Bau von der Kollegskirche 1613 bis 1621. Wurde verdicht zu den Baumeisteren an den Künstler. Den Hauptverdienst für den Bau von dieser Kirche gehört ohne Zweifel dem demoligen Rektor vom Kolleg, dem Pater Franziskus Aldenardus, der das eine Latinisierung für seinen Namen hier war zu Audenard an der Belsch, südlich von Gent, geboren. Audenard, Aldenardus, sein richtiger Name war Witzbern. Gerade 37 Jahre jung, wie der Bau angegangen ist, und er sollte auch während der ganzen Zeit vom Bau Rektor bleiben. Und das den einzigen Rektor von Lützeburg, der mehr wie 6 Jahre am Amt geblieben ist, und das mehr wie sicher für das von Anfang bis zu Ende das Werk konnte vollenden. Er ist schon 1604 auf Lützeburg gekommen, aber 4 seiner Ernennung als Rektor, Prokurator vom Kolleg, das heißt für die Finanzen zuständig, was dem ja nicht mehr so gut kommen, für den Bau abzuziehen. Am Kontrakt mit dem Baumeister Ulrich Job wird ganz klar festgesucht, dass hier entzogen wird. Und an allem schlecht Wort behält. Am Kontrakt steht sogar dran, wenn den Pater Rektor nicht d'accord ist, so wie den Baumeister gemacht hat, an den sich nicht unter Kontrakt gehalten hat, mussten es auf seinen Kästen aufrappen und so abbauen, wie der Pater Rektor es gerne gehabt hat. Der Pater Aldenardus war also der Leader vom Chantier, den Kontrakter mit den verschiedenen Handwerksmeistern, Künstler und Lieferanten von Material aufgeschlossen wird. Wir müssen aber auch die Finanzierung vom Bau bekümmern, was man nach Geschwür gesehen werden, weil der Kolleg selber nicht Akkommes genug hat, für das selber abzubringen. Zweitwichtigste Person, ohne Zweifel, den Architekt von der Kirche, der belgischen Jesuitenbrüder Jean Dubloc, 1583 bis 1656. Wie ihn hier angefangen hat, hat er schon Noviziatskirche von den Jesuiten zu Tournai gebaut, und er war am Gangen Jesuitenkirche von Arras, der hier Bau an Nordfrankreich 1612 angegangen ist. Später hat er auch noch
Jesuiterkirchen vu Saint-Omer a vu Maubeuge gebaut. Also sicher ein Mann vom Fach. Huet allerdings net zu Lützeburg gewohnt, mit zu Tournee an ass jeno den Besoin e pur Wochen e pur Meint op Lützeburg kom fir de Bauts iwwerwachen oder fir zu gucken, dat alles gelaf as wie net wollt. D'Haupt Iwersicht iwwer de Bauheit zu Lützeburg hat den anderen Jesuiterbruder Lützeburger, sofern ihn aus dem Herzogtum Lützeburg, Otto Erlois, den aus dem Dierfchen Erlois an der demoliger Grofschaft Salm gestammt huet, an den bis zu segem Tod am Pestjuar 1639 hai am Lützeburger College gelieft huet. Wir hatten op een hoher eng Barockkirch krit, weil den eichen Architekt, mit dem Jesuite Kontakt hatten, war der flämischen Jesuiterbruder Bruder Heusens, anscheinend fir auch schon den echte Plan fir gelöst gin. Medun sind 1612 waren soviel Jesuiten do, dat het eng flämisch an eng wallonisch Provinz ginnners. An den Bruder Heusens hat sich natürlich die Flämischkirche gekümmert, zu Antwerpen, zu Gent, zu Bruges, aber auch zu Namur. Ich habe immer gelesen, den Jean du Blocker hier zur wallonischer Provinz, an Dovens zu Lützeburg die Kirche gebaut, an die Namurer Kirche, also 1620 angefangen ging, und trotzdem als der Bruder Heusens zu werden. Das ist eine Frau, die man in den letzten Wochen abgegangen ist, wieso wurde den Heusens nicht heute zu Lützeburg geblieben? Wäret ihren, dass den Patren einfach nicht d'accord waren mit seinen Plänen, oder wäret eine Sache von den Finanzen, wenn er zum Beispiel die Kirche von Namur gucken geht, die ist vom Material hier viel mehr reich wie die zu Lützeburg. Vielleicht hatte mir einfach nicht die finanziellen Mittel für so eine Barockkirche aufzuziehen. Direktor vom Chantier war ein Schweizer, der Maurermeister Ulrich Job aus Luzern, geborene Schweizer, den er das Bürgerrecht zu Lützeburg gekriegt hat. Schon 1606 war er ein paar Meter mehr weit beschäftigt, nämlich für den West- und den Südflielig vom demolischen College abzuziehen. Hier war für das ganze Mauerwerk außer den ewigen Teil vom Turm zuständig. Da waren höchstwahrscheinlich Fachkräfte gebraucht dafür. Hier war für das ganze Mauerwerk zuständig, also für die so wichtig Säulen am Hauptschiff von der Jesuitenkirche. Eine weitere wichtige Nummer ist natürlich die vom Skulpteur Daniel Müller, den angewandert war aus Freiberg a Sachsen, aber auch hinaus auch angebiegert ging an Hotel gewohnt. Sänger Kunst verdanke mir, wie den Herr Langini et Fiedrun a Viergestach der typisch barock Ergangsportal von der Kirche, die herrliche Verzierung vom Ducksaal natürlich, aber auch die Wopen auf der Außenfassade. Von der ich den Hals ein bisschen verrenkt, da sieht er ganz hoch oben auf der Außenfassade 3 Wopen, die hat hier auch geschnitzt. Auch nach verschiedenen Statuen, und auch die Schlusssteine für die Chor, die eine ganz wichtige Funktion hatten. Da waren auch noch Maler, Zeichnungen für die Kleinarbeiten, sie von einem gewissen Meister Martin, einem Maler geliefert gehen, an die größeren Werke vom Meister Antonius Stevens. Hier hat 4 Lagen für die Fenstern, und für das Altarbild vom ersten provisorischen Heichaltar geliefert. Der Stevens ist derselbe Maler, den zuerst danach die bekannten Tableau vom Herrn Willibrord, den sogenannten Tableau Mechliniensis, gemalt wird. Ob den Zwing, ich profitiere davon, für darauf hinzuweisen, guck dich ja nur die Zwing, den Tableau an vom Juan Martin, den mit vom 19. Jahrhundert gemalt ging, das ist die einzige Durchstellung, die wir haben von der demolischen Jesuitenkirche. Unter anderem kommen nicht drauf, wenn es die Fenstern, es waren nicht die toten Fenstern, es waren gläserne Fenstern, und just an der Mitte waren Wopen von den Spender. Das heißt, es war viel mehr Licht an dem Raum.
Rundum ein zweite großen Unterschied waren nicht die neugotische Beichtstill, mehr die Frei-Barock-Beichtstill, wo der pur Haut noch zu Easter nach stehen. An war auch ganz gut auf dem Tableau do gesickert, die Kirche war eng einzig Band dessiné. Iwer de Beispiel wäre Statuen, wäre längelsig Tableauen, an tschen de Fensteren wäre riesig Tableauen, Szenen aus dem Leben vom Jesus oder Jesuitenhelliche. Ein ganz rutsch ärner Handwerksleut wäre natürlich Virenheit zu nennen, von de Klackegeißer, Kunstschreiner, Schlösser, iwwer Gläseren, Zillebäcker, die gesinn op der Platz deelweis gebergt gin, Dachdecker, Stehmetzer, Zimmermänner, ohne die viel Erbichter an Erbichterinnen zu vergießen. Die meist schon hin sind aus Lützeburg kommen, wo seit Ende vom 16. Jahrhundert viel gebaut ging ass. Lützeburger Stadthaus, den eisenheitische Palais, Mansfeld Schloss, was leider nicht mehr besteht, der Jesuite College nur 1602, die Abtei Neumünster, die den Abt Roberti von 1606 Bauer gelos wird, dann ein Kapell am Lützeburger, von der Lützeburger Stern am Stadthaus, anschließend nach Kloster an Kirch von der Kapuziner nur 1624. Es war also genug Erbisch da. Verschiedene Fachkräfte sind allerdings am Ausland gesicht gehen, so zum Beispiel spezialisiert Sommerleit aus der heutigen Belsch für den Dachgerüst und natürlich auch für den Glockenturm abzuziehen. Bei den einheimischen Handlanger übrigens sind ein paar die Zaldoten, die sie so ein bisschen etwas zu ihrer Sold dabei verdient tun, an eine enge Rechnung, wo ein bisschen abgelöscht wird, verschiedene Frikritur, die waren bald tauschend, von den Handlanger waren Frauen. Was vielleicht darauf hinweist, wie ärm die Bevölkerung war, dass auch ein Teil von den Frauen demut müsste schaffen, für ihre Thronen zu kommen. Oder weil vielleicht Männer, weil sie vielleicht Witwer waren, auch kein Abkommen daheim hatten. Kurz die Etappe von der Konstruktion. An 2 Jahren war schon der Neubau von der Kirche fertig. Von 1616 bis 1618 hast du Bannerraum geschafft gehen. So hat den Abt von Saint-Hubert, Bernard de Montgaillard, Netzgewölbe über dem Chor gestiftet. An den Abt Richardot von Echternach hat die Linksseite-Kapelle gesponsert, an den Pastor von Bachtring, Andreas Uhler, diriert. So nach ein Kehr darauf hinzuweisen, wie stark die Jesuiten auf die Spender angewiesen waren. 1618 geht die Fassade fertig, für die den Albert und Isabella 1000 Florin beigesteuert haben. Und dafür also auch den ewigsten Woben unter dem von den Jesuiten als den vom Albert und Isabella. Zugleich als auch Herbturm gebaut ging, dem sei Gehölz vom Dach aus dem Mansfeldschloss stammt. An die 3 Käier sind mit Steng am Marmorplatten beleuchtet gehen, die den König Philipp III. Höchst persönlich gespendet hat. So konnte die Kirche nur nimmen 8 Jahre Bauzeit, 17. Oktober 1621, nächst ein Käier vom Trierer Weihbischof Georg von Helfenstein feierlich angeweiht gehen. Sie war der unbefleckter Empfängnis gewidmet, worauf die herrliche Statue draußen auf der Fassade am Eingangsportal hinweist. Die unbefleckte Empfängnis war eng von den großen Verehrungen aus dem Barockzeitalter, neben der Himmelfahrt von Maria, die 2 Geheimnisse. Himmelfahrt von der Maria war ein Heichaltar, den Haut an der Missionskirche ist. An Bausen war dann eben die Triumphal Marienstatue, die nicht nimmen iwwer den Deivel meester gëtt och van Eisstatue keng Schlang bei ihre Face huet, mir suet awer Kreiz sos ass deng Lanz, an natürlich ass du och versterne gin katholisch Kirch iwwer Protestanten. Dwer so zu der Zeit. Den Kirch war awer noch net fertig, et kont vuuel vom 17. Oktober 1621 un
heute Mass gefeiert gehen, mehr das nach weiter geschafft gehen. Zwischen 1621 und 1929 entstehen die 10 Freibarock Beichtstill, wie gesagt, haut sind ein Party zu ich danach. Da gibt ein Chorumgang. Hanner dem Chor war nach so Passage fertiggestellt an 1525, 26 nach ein Keier erweitert. Zwischen 1524 und 43 sind dann die verschiedenen monumentalen Tableaus gemalt gehen, die längs jetzt Mauern von der Kirche geschmückt hin und über den Beichtstill. 1630 hat die Kirche hier neue Kanzel, sie doch hier im Tableau, die Stimme auf der heiter Seite ungefähr an der Mitte, hier neue Kanzel gestiftet kriegt an eng Urgel. 1642 entsteht den definitiven Heichaltor, den wo durch die 2 Jesuitenbrüder Jacques Nicolai und Louis Brouwer, für allem der Jacques Nicolai als ganz begnadete Künstler Maler gewicht aus der Schule von Rubens an sein Tableau als eben den Haut an der Michelskirche den Haupttableau von der Kirche ist. 1643 sind noch die 2 Nebenaltäre gestiftet gehen, nämlich ob der Doterseite war Hellig Kreuzkapelle, der Kreuzaltor von der Magdalena von Fels, und auf der Rietzer, also Menge Rietzer Seite, auf der linken Seite den Ignatiusaltor, die Ignatiuskapelle von der Madame Magdalena Dorothea Bußbach. Auf für das Kapelle hat dann auch den Eustache Wildheim, Präsident vom Provinzialrat, die 2 schönen Gobelins mit den Bildern vom heiligen Ignatius und vom heiligen Franz Xaver Wierwe gelos. 1656 schließlich entsteht die neue Brüstung, also das Geländer von der Welt, Duxal, die auch aus dem Mansfeldschloss könnt. Gerade so wie auch die Deler iwerten 2 Seitenkapellen, wo 2 Statuen hinkommen, die eng vom heiligen Joseph auf meiner Rietzer Seite, die einer von der heiligen Katharina. Den heiligen Joseph als wirklich da wert sich anzugucken, dass etwas ganz Komisches, also das gut nicht die traditionelle Durchstellung, die mir von ihm haben. Lass mich noch ein Wort verlieren über die Finanzierung vom Bau. An der meisten Städte, wo die Jesuitenkirche gebaut haben, sind Käste von den Bürgern gedroht worden. Aber an der ärmeren Festungsstadt Lützeburg war das nicht möglich, umso mehr wie 1612 bis 16 Pest nach der Bevölkerung geplot wird, sodass die Finanzierung vom Bau ein grosses Problem dargestellt wird. Der Bau hat sogar 1616 während einem ganzen Jahr gestoppt gehen, weil die Bauherren aus dem Kolleg Jesuiten also zu groß Schulden hatten, an hier Urdenspitzt vor Rom hin ein bisschen der Marsch geblosen wird, sie sollten davon Schlift Schuld an erträgliche Grenzen halten, hauten an den dat Politik de Rigueur. Für die Finanzierung von ihrer Kirche haben die Jesuiten auf verschiedene Mittel zurückgegriffen. Der größten Teil von den Kästen haben die Lützeburger Stände, État provinciaux de Luxembourg, beigedrohen, nämlich bald 50% von den Gesamtkästen, insgesamt 31.333 Florin Steuern. Also die Lützeburger Bürger haben das bezahlt, und die Stände haben das bewilligt. Schon 1612 und dann nach 1618 und 20 hat der Pater Aldenardus die Stände hier großherzig Kontribution gebeten an die auch erhalten. Die Unterstützung vom lokalen Adel, von den geistlichen Herren, von den Bürgern von der Stadt, die sich ja für die Installation von den Jesuiten zu Lützeburg stark gemacht hatten, aus dem neuen Orden also über die ganze Bauperiode erhalten blieben. Als Zeichen von Dankbarkeit haben Patren dann auch die Wopen von den Ständen von Lützeburg über dem Eingangsportal rechts und links von dem vom Albert und Isabella umbringen gelos. Den zweiten dicke Batz Geld ist hauptsächlich über
Spenden, iwwer eng ganz Spendenaktion zu Sterne kommen, bei denen per Missionaren besonders der Pater Cusanus an den Paren Werbungstrommel gereiert hun. Heiers do hun Dächen dabei de Pateren en Empfehlungsschreibe matgin, so wie zum Beispiel den Dächen Hubertus Sand vu Miersch. Ich lese nicht kleine Passage daraus. Im verflossenen Jahre haben verschiedene Luxemburger Patres mehrere Ortschaften unseres Dekanats besucht und soviel ich in Erfahrung bringen konnte, sind sie von den Pfarrern besonders sehr wohlwollend aufgenommen und mit reichlichen Almosen der Pfarrkinder entlassen worden. Zum selben Zwecke werden sie in den nächsten Wochen in ihrer Pfarrei vorstellig. Und dann zielten Däche vu mir Argumente op, wie Wärter und Leute solle spenden. Erstens, nicht den Menschen, sondern Gott soll, wie ich oben erwähnt, diese Wohnung bereitet werden. Wenn ihre Pfarrkinder den Herrn durch Darbringung ihrer Güter ehren, werden zweifelsohne in der Folge ihre Scheuern, hier Scheuern, nicht Scheunen, ihre Scheuern reichlich gefüllt und ihre Kelter überströmen von Wein. Zweitens, sie werden mit Recht die Bemühungen der Patres fördern, wenn sie überlegen, wie diese jungen Leute aus dem ganzen Herzogtum Luxemburg, vielleicht sogar aus ihrer Ortschaft, in den schönen Wissenschaften und der Sittenzucht unterweisen. Aus ihren Schulen werden einst Pfarrer, Ordensleute, Gelehrte hervorgehen. Drittens, keiner wird, glaube ich, Einwendungen machen, wenn er bedenkt, ganz subtil, dass die Patres nicht nach der Art der Bettelmönche kommen, sondern nur einmal in diesem Jahr und dann niemals mehr. Ich hatte denke so einen Mann unter dir, dem gesucht wird, wenn er haut es geht, komm nicht nie zurück. Ich habe mir geantwortet, da hat er schon 4 und 3 Monate gesucht. Viertens, sie werden in diesem Tempel jederzeit ihre Seelen durch die Beichte läutern können. Fünftens, sie sollen daran erinnert werden, wie großmütig einst ihre Vorfahren in Errichtung, Förderung und Ausschmückung von Kirchen waren. Publizität als auch Demos schon gemacht ging. Dom hat kommen über 18.000 Florin, also ein Drittel vom Gesamtbetrag zu summen. Aber bei denen Donateuren fanden sich sowohl erdlicher wie geistlich Membre vom Provinzrat, mir auch ganz einfach Leid. Ich habe eine kleine Rechnung gemacht, wir können sich schon nicht drin vorstellen. Zum Vergleich, für ein E-Florin zu verdienen, wir hatten da an den Spenden praktisch 19.000. Für E-Florin zu verdienen, hat ein Handwerker 1,5 Tage müsste schaffen. Ein Handlanger 2,5 Tage. An no de Salären, die hai Bau bezahlt sind, hat eng Frau müssten 4 Tage schaffen. Für die bar 19.000 Florin abzubringen, hätten also mehr wie 9.000 einfach Leute den Lohn von umgerechnet enger Woche spenden müssten. D'accord, es waren auch größere Spenden dabei, aber just für ich eine Idee zu gehen, die Spenden sind tatsächlich vom Volk gekommen. Ich gehe nicht an den Detail vom Recht dran. Die Jesuiten selber haben auch einen kleinen Teil beigedrohen. Gut, sie hat ja selber keine Familien, wir wenn in die letzte Gelübde möchte und tut in eine Eheschaft, dann du wir selber den Ordensobere frohen, dat einen bestimmten Zweck zu feiern. An ein paar die Patren und da gesagt, man holt die Suche, wann es geliebt, für den Bau von der Kirche. Also so auch etwas beigelöst. So kann ich sagen, dass der Viergängerbau von unserer heutigen Kathedrale die Wirk von der ganzen Bevölkerung aus dem Erlenherzogtum ist. Sowohl die besser gestaltete Bürger aus dem Erdel, der Klerus an Stadt Lützeburg haben sich schon daran beteiligt, wie auch die einfach an armen Handwerker und Bauern vom Land. Sie wird direkt über die Donen, an ihre Arbeitsleistungen, sie wird indirekt über Steuern. Ohne ihre Gutbeziehungen zu den großen Familien, an ihren Engagement an den Land Poren,
während Jesuite wohl nicht zu den nötigen finanziellen Mitteln kommen, für die Kirche aufzubauen. Durch den Entstehen und die Entwicklung von der Oktav zur Trächterin sind Lützeburger Katholiken nun relativ sicher an den Genuss von der neuen Kirche kommen, die sie selber mitfinanziert hatten. Damit völlig zum Aufschluss kommen, es sind ein bisschen mehr lang wie viel gesehen. Es kann nicht so, dass mit der Jesuitenkirche am Anfang vom 17. Jahrhundert heute zu Lützeburg ein religiöser Bau entstanden ist, den einzigartig an der Kunst, an der Architekturlandschaft von unserem Land ist. Das ist umso mehr wie andere kirchliche Gebäulichkeiten aus der Zeit, entweder 1684 beim Bombardement von der Stadt durch den Louis XIV oder am Zug von der Französischen Revolution zerstört gesehen, besonders die neue Münsterabtei, die den Abt Roberti am Anfang vom 17. Jahrhundert neu hat aufbauen lassen. Charakteristisch für die Jesuitenkirche ist die Verbindung von der spätgotischen Architektur, Gotik posthume, guck dich nehmen Pfoten und das ist Spätgotik mit der barocker Innenausstattung. Während der Bau also nach am Anfang zurückguckt an das Mittelalter, verweisen das monumentale Eingangsportal, den Ducksaal, auf für allem der liturgische Mobiliar, Predigtstuhl, Beichtstuhl, Hauptaltar, Nebenaltar, Statuen an Tableauen, ob Barockspruch von der katholischen Reformation. Den Übergang zwischen den zwei Stilen möchte die Florisdekoration von den Säulen am Hauptschiff, die aus den spanischen Niederlanden mit auf Lützeburg rüberkommt. Ein weiter Blick, wie in Herr Langini vierdu betont wird, schlägt den ersten Teil von unserer Kathedrale mit seiner eigenartigen Fassade, die vom Rheinland inspiriert ging ist. Kirchen zu Koblenz, für allem zu Bonn, zu Köln, eng Barriere eben oder ein Brick zwischen dem Rheinland und der heutigen Belg, französischsprachig und deutschsprachig. Grenzen waren auch damals kein Hindernis für den Austausch von Traditionen und Ideen, lang Ehren von Grand Region an Europa geschwärzt wird. Wir können als Lützeburger Katholiken froh und stolz sein, dass die Kirche, die als nationale Heiligtum gehen ist, von Anfang an international gefeiert ist und eine geglückte Synthese von Tradition und Innovation durchstellt. So, ich merci für Ihre Aufmerksamkeit.